wenn du die Glaubenssätze hast, so wie, ja, es ist für dich nicht möglich, eine höhere Position im Job zu bekommen und alles, dann sabotierst du im Aussen oder übersehst du im Aussen Möglichkeiten, die dich befördern würden, weil deine Glaubenssätze mit dem, was du komfortabel bist, das, was du für real haltest, behalten dich in dieser alten Komfortzone drin. Dein Körper behaltet dich dort inne, weil er das kennt. Das heißt, er läuft automatisch in dem kennbaren Modus. Und darum ist es so schwierig, oder darum hat man so Angst, wenn man an die Grenze kommt, wenn man mal etwas Neues macht, oder? Dann kommt dann plötzlich der Verstand und sagt, ja, nein, das mache ich lieber nicht, weil es könnte ja das und alles, und dann lässt man es lieber sein. Und das wären aber eigentlich Möglichkeiten, um dieses Programm, das zu 95% in eine Richtung läuft, können ändern. Das heißt, wenn du unglücklich bist in deinem Leben, dann kannst du dich fragen, was würde mich glücklich machen? Und da kommt dann sicher das eine oder andere kommt der Idee. Und jetzt es kann nicht, die eine oder andere Idee kann vielleicht noch zu gross sein für dich, weil dann die nächsten Glaubenssätze kommen, wie, ja, wie soll ich denn das erreichen, weil mir fehlt ja das und alles und ich habe das Talent nicht. Aber vielleicht findest du irgendetwas, was du heute könntest verändern. Und dann geh mal, versuch das einmal. Und dann wirst du merken, ab dem Moment, wo du auf das zugehst, wirst du ganz viele Ideen, also dein Kopf wird ganz viel Gegenargument bringen, dass du das nicht machen sollst, dass du in dem alten Muster bleibst. Aber jetzt wissen wir sind 95% auf Autopilot, wir laufen in eine Richtung. Und wenn wir jetzt neue Erfahrungen machen, dann lernt unser Körper neue Programme. Das heißt, wenn wir nicht mehr gleich reagieren auf Situationen, wenn dein Freund oder deine Freundin oder wer auch immer, ein Kollege dir etwas sagt, das dich triggert und du versuchst schon auf das einzusteigen, dann nimmst du Distanz. Wenn du nicht immer den gleichen Weg zur Arbeit fährst, dann erfährst du etwas Neues. Und so kann man vieles ins Leben eigentlich einladen, dass man nicht mehr zu 95% in die gleiche Richtung läuft und kann so anfangen, seine Zukunft zu steuern. Das heißt, wenn du irgendwann, oder ich kann das Beispiel machen wie mit dem Live, da habe ich mir 6 Jahre rausgezögert und ich bin jetzt einfach angehockt und es macht mir enorm Freude. Es macht mir enorm Freude. Gewusst habe ich es eigentlich schon immer, dass ich es gerne mache und dass mir Freude macht. Aber die Angst in meinem Kopf hat das so lange auch rausgezögert, dass ich es immer wieder vergessen habe. Und durch das Machen kommen ja ganz neue Ideen. Ich komme ganze neue Felder rein. Das heißt, wenn das Ganze, sagen wir mal, wenn das Ganze, die ganzen Möglichkeiten anschaust, also einen grossen Kreis, bist du ja mit dem, wie du bist du in dem Kreis irgendwo nur ein Pünktchen. Und all das da außen ist außerhalb deiner Komfortzone. Da hat man Angst. Das heißt, wenn du dich dort rausbewegst, ist das unangenehm für dich. Aber wenn du jetzt anfängst, Schritte raus machen und du merkst, oh, es passiert mir gar nichts. So wie mit dem Live. Ich bin ja gestorben, ich bin immer noch da. Und so kommt man Schritt für Schritt weiter und man kommt Freude über an dem, was man macht. Oder man lernt dazu, man kommt auch, dann plötzlich merkt man auch ganz andere Sachen, die einem dann früher äh, gar nicht interessiert haben oder ja, man gar nicht wahrgenommen hat, wird einem plötzlich bewusst. Oder Sachen, wo du gesehen hast, weil du dann so programmiert bist, ja, das kann ich ja eh nicht, dann hast du die Sachen gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt, wenn du aus dieser Komfortzone kommst, mit kleinen Schritten, dann siehst du ein neues Spektrum. Und das neue Spektrum kannst du plötzlich wahrnehmen, weil wir haben ja aus dem Hirn, in unserem Hirnstamm haben wir das RAS, retikuläre Aktivierungssystem. Das ist wie ein Filter. Das heißt, alles, was du für wahr haltest, filtert das. Und wenn du etwas für nicht realistisch haltest, dann tut der Filter sagen, okay, diese Art von Information im Aussen, die muss ich gar nicht aufnehmen, weil die ist für uns nicht relevant. Und so programmieren wir unseren Körper. Also wir geben unserem Körper Informationen, die wir relevant finden über das Aktivierungssystem und laufen dann eigentlich automatisch durchs Leben und sehen nur das. Oder? Das heißt, wenn du dann plötzlich einmal auf eine Idee kommst, hey, ich will jetzt die Handtasche kaufen und plötzlich haben all die hure Handtaschen. Das heißt, du hast das in dein Bewusstsein gerufen, das ist eine Möglichkeit, jetzt ist es eine Möglichkeit in deinem Bewusstsein und jetzt filtert das dein retikuläre Aktivierungssystem, tut das filtern, weil er denkt, okay, jetzt findet das der Fabio toll, also fangen wir an, das im Aussen zu sehen. Und plötzlich haben alle die Handtaschen. Die ist davor nicht aufgefallen. Bei Schwangeren erleben das auch. Plötzlich haben alle einen riesen Bauch. Das hat man vorher gar nicht wahrgenommen. Oder du findest überall das Auto. Und wenn du immer in deinem alten Programm bist, dann findest du keine neuen Möglichkeiten. Weil dein Körper ist so programmiert, dass er im Sparmodus läuft und nur das, was du glaubst, was du wirklich für wahr haltest, in deinem Kern für wahr haltest, das erlebst du im Aussen. Das heisst, es kann sein, dass dir jemand anruft. Du bist im Bewusstseinszustand von, es ist eh nicht möglich. Dann ruft dir jemand an und sagt, hey Fabio, komm mal, gehen wir übermorgen dort hin, dort habe ich
könnte etwas daraus werden. Und du im Zustand bist von, das ist nicht möglich, oder? Dann gehst du vielleicht nicht mit. Es wäre aber vielleicht genau die Möglichkeit dort entstanden, dann wärst du mitgegangen für den nächsten Schritt, oder? Und das heißt eben aus dieser Komfortzone, wenn wir drinnen bleiben, dann erleben wir das Leben so, wie wir es schon kennen. Und im 35. Lebensjahr 95% unbewusst automatisch. Und wenn wir jetzt anfangen, sich bewusst neue Sachen in sein Leben holen und das auch beobachten, was passiert mit mir, was ziehe ich an, was kommt Neues auf mich zu, dann merkt man plötzlich, man hat mega viel Mitspracherecht in seinem Leben. Man hat eigentlich alles in der Hand. Und da fängt es an, da fängt es spannend an, weil du wirst da nicht mehr das Opfer von deinen Umständen sein, weil du weißt, die Umstände sind sind nur Schatten von dem, was du vorher schon in dir verankert hast und glaubst. Oder? Beispiel, jemand, der sich schön findet und jemand macht dir ein Kompliment, der wird das schön, der wird das können annehmen. Jemand, der sich nicht schön findet und dir kommt ein Kompliment über, der findet einen Punkt, zum Beispiel, dass das eine Beleidigung ist, oder? Dass man vielleicht vergessen hat zu sagen, dass der Knöchel schön ist. Oder? Das sind einfach, so wie du gestimmt bist, nimmst du deine Realität wahr. Darum wird keiner erlebt die Realität gleich. Und wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man auch einfach irgendwie allen die Schuld zurücknehmen und auch nicht andere beschuldigen, weil irgendwie, es macht das Leben auch viel einfacher, oder? Wenn man weiss, hey, man hat alles in der Hand, dann kann man mal anfangen, so, ja, was kann ich denn jetzt Neues in mein Leben einleben? Mir ist mein aktuelles Leben nicht passend. Ich bin in meinem Job unglücklich, ich mache das nicht, das gefällt mir nicht. Wo wäre ich glücklich? Was müsste passieren, dass ich glücklich bin? Dann mal aufschreiben. Mal aufschreiben, was sind alles Sachen, wo dein Leben, wo du glücklich bist, was der Mensch, wo du glücklich bist, alles würde machen. Und wenn du dann einmal die Liste hast, dann kannst du wirklich durchgehen, okay, der Mensch in meinem Leben, der konsumiert keinen Zucker mehr. Okay, das kann ich jetzt machen. Da könnte ich mit dem mal anfangen, oder? Das heißt, du kommst schon ins neues Terrain, weil du erlebst neue Sachen, wie in deinem automatischen 95%. Und klar gibt es vielleicht am Anfang Sachen, wo man dann vielleicht so stockt und denkt, ja, okay, Weltreise ist bei mir auch noch wichtig, aber aktuell habe ich das Geld noch nicht. Das ist auch ein Glaubenssatz, aber eins nach dem anderen, dann hat man das vielleicht zwar auf der Liste, aber man lässt es einfach mal und fährt mal bei den Sachen an, die kein Geld kosten, die eigentlich keine Energie kosten. Also, jemand, der möchte gesünder leben, der kann einfach einmal den Schrank ausmisten. Ganz ehrlich. Aber ich kenne es auch. Ich habe lange gesagt, ja, das und das will ich nicht, aber bin auch nicht auf die Idee. Also ich konsumiere sie dann trotzdem noch, oder? Dann ist aber der logische Schritt weglassen. Und Sachen weglassen bedarf keine finanziellen Mittel. Im Gegenteil, es gibt dir dann sogar noch finanzielle Mittel, dass wenn du das, was du weglässt, anfangen zu sparen würdest, kannst du dann plötzlich in 5 Jahren deine Weltreise machen. Nur einmal so nebenbei. Aber genau, wir sind so gefangen in unserem kleinen Universum, dass wir das Grosse und Ganze gar nicht sehen, oder? Und wenn man jetzt eben sich anfängt zu fragen, so, was kann ich alles machen, um mein unglückliches Leben glücklicher machen. Und dann wirklich die Schritte anfangen. Und das ist dann der nächste Punkt, oder? Dann, wir vertagen Sachen oder prokrastinieren, einfach weil wir Angst haben, eine Stimme in unserem Kopf sagt, das wirst du nicht schaffen. Die anderen werden dich auslachen. Wie soll das bloß gehen? Das kann ja gar nicht sein. Aber ganz ehrlich, es gibt ein Gesetz, das besagt, das ist das Gesetz der Möglichkeiten. Bin nicht sicher, alles, was schon mal jemand erreicht hat, kannst auch du erreichen, weil die Möglichkeit besteht. Und wenn man das auch mal verinnerlicht, dass alles möglich ist, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, dann nimmt es auch die Schwere raus. Dann nimmt es auch das raus, dass es für dich nicht möglich ist, weil es ist möglich, es ist alles möglich. Ich glaube auch nicht, dass mit 12, ja doch, vielleicht Elon Musk hat vielleicht dort schon gewusst, dass er Multimilliardär wird. Aber je früher, dass du etwas verankerst mit einem Wissen, dass du das weißt, wenn dein Körper weiss, du wirst das oder du bist das bereits, wenn du dich schon so fühlst, als du wärst die Person, wo du sein willst, dann wird dein Körper das anfangen glauben. Er wird das anfangen glauben und dich, wie gesagt, in die Richtung leiten. Das heisst, du musst nichts mehr machen. So unkompliziert, wie es dir jetzt nicht gut geht, wird es dir irgendwann gut gehen, wenn du das anfängst, bewusst in dir zu verankern. Es bedarf dir ja auch nicht Schwierigkeiten oder Energie, dass du negativ denkst, oder? Und so wird es irgendwann sein, wenn du das Zeug verankerst, dass du einfach unkompliziert positiv denkst, oder? Dass es plötzlich einfach gut geht. Und deine Energie zieht mehr von dem an, wo es dir gut geht. Aber das braucht am Anfang ein bewusstes
zurückkommen zu das Aussen ist nicht schuld. Es ist nicht der böse Kollege, es ist nicht die böse Freundin, es ist nicht das und es ist nicht das und es ist nicht alles, sondern man kann selber anfangen, in seinem Bewusstsein neue Sachen verankern, dass ich automatisch in eine Richtung gehe. Also anstatt über einen Kollegen abfluchen, wo der anscheinend nicht gut tut, frag dich mal, wie würdest du dich fühlen mit Kollegen, wo es dir gut geht? Und wenn du die Energie aufrecht behaltest und die so real wird, weil unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht, erlebst du es echt oder träumst du nur davon. Der Unterschied ist, erlebst du echt und die ganze Zeit im Zweifel und den ganzen Tag, es geht nicht und den ganzen Tag, es ist alles nur schlecht und alle anderen sind so stark und sind so fies zu mir. Das ist einfach schon so stark, dass einmal daran denken, so wie würdest du dich fühlen, wenn äh, ähm, in einer guten Beziehung mit Kollegen. Oder? Wenn das stärker wird, dann verliert das andere an Kraft. Das heißt, du kannst auch nicht gleichzeitig positiv und negativ im gleichen Moment sein. Du kannst nicht im Wechsel sein. Aber je mehr du dein Leben schaffst, von dieser Negativität oder von dieser Ansicht, dass andere schuld sind, mehr in die Sicht, wie würde ich mich fühlen, wenn alles im Aussen so ist, wie ich das will, dann wird die Waage anders. Und irgendwann, wenn der Kipppunkt kommt und dein Körper merkt, okay, das ist unser neues Programm, wir fangen das an, aktiv in unserer Welt suchen. Es ist in dem Fall jetzt am Fabio wichtig, dass er positiv will sein. Es ist am Fabio wichtig, mit Menschen, die ihn so behandeln, wie er mir das jetzt schon länger sagt. Anscheinend will er nicht mehr motzen über die anderen, er möchte jetzt, dass Menschen ihm gut tun. Also, welcher Mensch tut genau so wie der Fabio das in seinem Gefühl verankert? Also treffen wir einmal die Menschen. Bringt das Universum die Menschen mit dir in Verbindung, ohne dass du was machen musst. Oder? Und das ist am Anfang, auch für mich, es hat so einfach getönt. Aber ich nutze das jetzt doch schon ein Weile und es ist irgendwie doch so einfach. Und das Schöne ist, es mag vielleicht am Anfang eben schwierig sein, dass wenn du auf deiner Wunschliste, wo du hast, die grossen Wünsche, eben gerade finanzielle Sachen, wenn sie vielleicht aktuell in der 3D-Welt noch nicht so finanziell hast, dass das schwierig ist, in dem Gefühl zu bleiben, weil dein Verstand sagt immer wieder, ja, schau, du kannst das ja nicht will, aber du musst einfach das Gefühl, du musst deinen Verstand ausblenden. Du musst den sehen als, der reagiert auf deine Vergangenheit. Der repetiert deine Vergangenheit, der sagt, das haben wir in der Vergangenheit erlebt, so ist es. Aber es ist nicht so, du kannst jetzt anfangen, dein Gefühl neu setzen. Du kannst anfangen, jetzt dein Leben ändern. Immer jetzt. Du kannst jetzt neue Gefühle etablieren. Du kannst jetzt neue Gewohnheiten ins Leben holen. Neue Gewohnheiten, wenn du aufhörst, wenn du ich sag mal, ins Fitness plötzlich gehst und dort Menschen kennenlernst und plötzlich bist du in einem Fitnessclub und dann bist du plötzlich Spitzensportler. Weißt du, es sind so viele Möglichkeiten, die passieren können, aber es passiert nicht in dem, dass man daheim hockt und einfach nur vor sich hin jammert. Und ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch lange gejammert und mir gewünscht, es wäre doch alles besser. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe es in der Hand. Ich habe es selber in der Hand. Ich habe in der Hand. Vor allem alles, was man bewusst macht, atmen. Also man macht es schon in der Regel unbewusst, aber gleich kann man es bewusst steuern. Auch Essen, der Drang oder die Lust nach Essen ist automatisch, aber was ich reinlasse, kann ich entscheiden. Ich kann Sachen widerstehen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage eben, wir haben Mitspracherecht. Und da, wo man Mitspracherecht hat, dort kann man anfangen. Das kostet dich einfach nur Disziplin, Überwindung. Aber ich glaube, wenn du weißt, wenn du im Horizont siehst und verstehst, immer mehr verstehst, dass du alles in der Hand hast, dann wird es nämlich plötzlich ein Anliegen sein, dass du auf das eine oder andere verzichtest, wo dir einfach in deinem Kopf, oder wo einfach, eben Heißhunger zum Beispiel, Zucker, ich kenne es, oder? Wenn einfach der Zucker ruft, einfach der Heißhunger ruft, dass du dann einfach so gesteuert bist. Das heisst, ich kann zum Beispiel anhocken und sagen, ja, ich will meditieren, und dann kommt einfach, also jetzt nicht mehr, dann kommt einfach die Idee so, ich könnte ja Schöckeli essen. Das ist Prokrastinieren unter anderem. Jetzt kommt das Langweilige wieder, wo ja eigentlich Anstrengung braucht, wo ich nicht kenne, also machen wir etwas, was man kennt. Und je weniger, dass man das hat, je weniger, dass man das hat, desto mehr kann man sich bei neuen Sachen konzentrieren. Und das ist kein Witz, ich habe schon mal auf Koffein verzichtet. Und ich habe hauptsächlich Schwarztee getrunken und Grüntee. Und ich habe eine Weile lang das getrunken und ich habe dann, wenn ich vorne auf dem Sofa angelegen bin, also so angelehnt bin und dort, wo ich Körperkontakt habe mit meinem Rücken,
dort hat es mich immer gebissen. Es hat mich richtig gejuckt, so dass ich einfach nicht dort liegen konnte. Und ich habe dann schon mal Koffein aufgehört, ein Weile, und dann hat es mich nicht mehr gebissen. Das ist mir jetzt kürzlich in den Sinn gekommen, weil es hat mich dann wieder angefangen zu bissen und jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder nicht mehr, jetzt wo ich aufgehört habe. Und das Interessante ist, ich habe wirklich auch Mühe mit ruhig hocken. Man merkt es vielleicht, es gageln links und rechts, es gibt solche, die hocken nur so da. Eben, das ist, irgendwie ist Energie in mir, wo irgendwie raus muss, wo raus will. Und das Gleiche habe ich halt auch, wenn ich meditieren will. Das heisst, ich hocke an und werde nervös. Ich werde nervös. Ich werde nervös meditieren. Und ich habe es erst mal geschafft, 13 Minuten meinen Körper nicht zu bewegen. Jetzt die einen denken, 13 Minuten, ich könnte eine Stunde lang hocken und es ist chillig. Und ich schaffe es, ich kämpfe richtig beim Hocken so. Und ich bin extrem froh, dass man 13 Minuten gemacht. Ich hocke so und ich bin wirklich im Kopf immer wieder so am Abzählen von 10 auf 1, dass es endlich aufhört, dann hört es nicht auf und dann wieder. Und das geht etwa nach 6, 7 Minuten geht das los, oder? Das heisst, ich bin eigentlich nach 6, 7 Minuten bin ich noch im Kampf gegen mein eigenes Ding und es geht, seit ich jetzt kein Koffein mehr nehme, zum Beispiel besser, oder? Ich meine, es mag sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch mit Koffein in die Gänge kommen, aber ich bin nicht mehr wach oder habe weniger Energie oder mehr Energie, wenn ich Tee getrunken habe. Ähm, Im Gegenteil, oder jetzt fühle ich mich einfach mal ruhig, oder? Und auch, ja, mit dem Zucker wird das auch haben, oder? Und so lernt man sich halt auch beobachten, wenn man etwas weglässt, was ist alles neu, oder? Und es rate ich eher Beobachter von seinen Gedanken werden, von allem eigentlich, wirklich von seinen Gedanken, weil ich merke auch immer mehr, dass das, was ich denke, vor allem wenn ich über Menschen denke, das, was ich rede mit Menschen, das spiegelt sie mir einfach wieder zurück. Das heisst, als würde ich ihnen ins Maul legen, in meinen Gedanken, ihnen geistlich ins Maul legen, was sie mir sagen müssten. Und das ist auch einer, ja, den habe ich sehr interessant gefunden, als ich das so gemerkt habe, oder auch, wie Menschen einen behandeln, wenn du eben etwas verinnerlicht hast, wenn du zum Beispiel in dir drin hast, so dürfen die Menschen nicht mit mir sein. Die Menschen sind dann nicht so mit dir, wenn das ein Glaubenssatz ist von dir. Oder? Wie ich gesagt habe, der Körper hat eine Frequenz und die Frequenz, die du ihm gibst, die nehmen andere wahr, weil unser Herz hat ein elektromagnetisches Feld und das ist messbar und das ist, ich glaube, der Joe Spence hat irgendetwas von 200 Meter geredet, bin gerade unsicher und das heisst, du kommst ja auch in die anderen Felder rein und ich kann mir das nur so erklären, wenn du in deinem Energiefeld verankert hast, so geht man mit mir nicht um, nicht, also wirklich verankert, nicht das glauben oder nicht wählen, aber selber so machen, sondern wirklich mit dir selber äh, auch so sein. Wenn man so geht mit mir nicht um, wenn das ein Glaubenssatz von dir ist, dann werden Menschen so nicht mit dir umgehen. Und dein Körper wird, eben wenn du dir innerlich weißt, wie du möchtest behandelt werden, wirst du irgendwann nur noch die Menschen im Leben haben, weil das andere haftet energetisch gar nicht mehr. Das geht einfach ab.